Das hat nämlich mit Ostern, hat das überhaupt nichts zum tun gehabt. Das hat mit Ostern, das haben wir nur die anderen, das hat mit Ostern gar nichts zum tun gehabt, das haben wir nur die anderen dazu erfunden, das war im Juni. Ich weiß nicht ganz genau, weil das war sau heiß war es draußen, weil ich nämlich, das war bestimmt 28 Grad hat es mindestens gehabt, weil ich draußen bei uns im Garten im Pool drin geflaggt bin. Ja, weil wir haben uns durch diesen Pool gekauft, weißt du schon, diesen Ding da, der hat 2 Meter Durchmesser, den, weißt du schon, mit den 3 Ringen da so aufblasen, weil ich da genau reinpasse, da praktisch. Einen Kopf habe ich hinten drauf auf den Dings und vorne Füße. Da passe ich genau Dings und ich tue das immer mit Wasser, tue ich immer, weißt du schon, und dann tue ich noch drin mit dem Wasserkocher, tue ich mir dann noch 10, dass das richtig schön vom Wasser, dass das, rechts habe ich mein Weißbier stehen und dann liege ich da drin, das war wunderbar, das war, weißt du, was wir gehabt haben, vielleicht 2, maximal 8 Weißbier, mehr habe ich noch nicht gehabt. Bin ich da drin gelegen und weißt du, wenn es gerade schon, wenn so diese Schwere dann kommt, weißt du, wenn es gerade so, ich war gerade so am Wegdösen, war gerade so, weißt du, kommt meine Frau hinten raus aus der Terrasse, wolltest du nicht einen Buben vom Bahnhof holen? Ich bin raus aus der Diktatur. Du, raus, die nasse Badhosen runter, hab mich abgetrocknet, die trockene Badhosen, die letzte Woche da gerade die Badhosen genommen, die trockene Badhosen angezogen, die wo ich halt gerade erwischt habe, das war die habe ich schon seit 1986, das war nämlich mit Leopardenmuster, gell? Kennt ihr die? Das war total in damals. Die haben wir mir immer im Haar, im Freibad haben wir, das war total, ich weiß schon, diese Leopardenmuster da, so schmal an den Seiten, mit vorn diese Schnürl da dran. Und dann bin ich bloß schnell in meine Hausschuhe, bin ich noch rein. Ich hab ganz schöne Hausschuhe. Diese, weißt du schon, so braun innen Lammfell gefordert. Hab bloß schnell einen Autoschlüssel gepackt, in die Garage rein und zack, und davon. Weil ich wollte bloß schnell einen Buben vom Bahnhof holen. Weißt du schon, schau ich hin, ich war vielleicht 2 Kilometer weiter, bin ich noch nicht gefahren. Sieh ich schon, Reichweite 0 Kilometer. Weißt du, so macht es mir nämlich immer. Das Auto steht mit kein Benzin drin, nichts mehr. Heim bin ich nicht mehr gekommen, zum Bahnhof auch nicht mehr. Jetzt muss ich noch zum Tanken fahren. Ja, was soll ich machen? Muss ich noch zum Tanken fahren. Jetzt bin ich halt schnell zur Aral gefahren, weißt du schon, zum Helle, bin ich halt noch schnell. Ich bin schon an die hinterste Zapfsäule hingefahren. Bin ich da ganz ausgestiegen, Bauch eingezogen, weißt du? Das war voll anstrengend wie die Sau, gell? Und hab mich schon immer so, Gott sei Dank habe ich ja noch 20 Euro dabei gehabt, die habe ich immer unter der Sonnenklappe, immer nur diese 20 Euro schnell für diese Fahrt meine Nachbarin rein. Fahrt auch hin zum Teil. Ich habe mich schon so hinterm Auto habe mich schon so hingedruckt, aber hat es mich gesehen, kommt sie, ja, servus, grüß dich, servus, und kommt her zu mir und ja, und haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen und schön, dass wir uns wenigstens, müssen wir uns beim Tanken treffen und so, weil sonst treffen wir. Und auf einmal gefriert ihr das Gesicht ein. Wie versteinert. Und geht weg. Und ich habe nicht gewusst, was jetzt. Ich habe nicht gewusst, was los war. Und ja, gut. Bin ich rein zur Kasse. Der Helle war selber an der Kasse drin, der Chef war selber drin an der Kasse. Ja, hat gesagt, oh, 20 Euro. Und die 20 Euro geben, dann hat er irgendwie so was in seinen Bart reingenuschelt. Sag ich, was? Hat er gesagt, ja, fährt der Tarzan zum Bahn oder was? Genau, der Tarzan, und dann hat er noch was genuschelt. Sag ich, was? Hat er gesagt, dein links Ei hängt raus.
Mir war das so peinlich. Jetzt ist mir wahrscheinlich, weil ich so reingekupft bin, hat es mir wahrscheinlich, der Gummi, der war porös. Jetzt ist mir der Gummi da gerissen. Und jetzt ist es schon so, von der Anatomie her ist es jetzt schon so, dass ja das linke sowieso schon, weißt du schon, nicht so, sagen wir mal so, ist eher. Du, ich bin hinaus aus der Tankstelle, der Bub hat ja schon gewartet am Bahnhof, bin da, zack, und hinaus und weißt schon, bei der Schule vorbei, da. Und diese Dreckhammen, weißt du, die Dreckhammen, da sind sie in irgendeiner so einer Seitenstraße sind sie wieder drin gestanden, weißt du schon, war es ihnen langweilig, haben sie gedacht, aha, warten wir bis wieder einer. Das war eine 30er-Zone. Ich bin da, weißt schon, vorbei, da. Es war Sonntag, es war keine Schule. Bin ich da vorbei, gell, und dann habe ich noch schnell den Lastwagen überholt, da hin, vom Dorf raus, da. Und dann sind sie schon gekommen. Von hinten. Gell, gut, okay. Habe ich gelesen, hinten im Rückspiel, ja, halt, Polizei. Bin ich stehen geblieben, rechts da. Das war genau da beim Erdbeerfeld. Da wo. Wissen Sie, was da los ist am Sonntag? Ich glaube, der halbe Landkreis war beim Erdbeerpflücken. Bin ich da stehen geblieben, die sind vor mir hingefahren da. Okay, und die können nicht normal aussteigen oder zu dir. Das kennen die können gar nicht einmal sagen, ja, grüß Gott, schön, dass Sie da sind, Herr Langer. Wie schaut's denn aus? Machen die nicht. Bei denen ist das immer so. Servus. Fährt der Tarzan zum Bonn? Sag ich, nein, der Tarzan fährt nicht zum Bonn. Pressiert sich ein bisschen. Sag ich, wieso? Ja, Sie sind da vorne, sind Sie in der 30-Zone, sind Sie mit 60 und nachher haben Sie noch einen LKW überholt im absoluten Überholverbot. Haben Sie die Schulter nicht gesehen? Haben Sie dieses Schild nicht gesehen? Da war dieses Schild an der Seite da, weißes Schild, roter Rand, ein schwarzes Auto, ein rotes Auto, haben Sie die Schulter nicht gesehen? Da haben wir gedacht, magst du einen Witz? Was, dass man die Spannung ein bisschen rausnimmt, irgendwie haben wir gedacht. Habe ich zu ihm gesagt, habe ich ein rotes Auto oder was? Hat er nicht verstanden, keinen Humor, das Arschloch, weißt du? Habe ich gesagt, haben wir gedacht, probiere ich es nochmal, gell? Mein Handschuhfach so aufgemacht, sage ich, Brücke an Maschinenraum, Brücke an Maschinenraum. Weniger Kohle, wir sind zu schnell. Hat er auch nicht verstanden. Habe ich gesagt, sind wir heute wieder bockig, weil ich Mama gleich angezogen hat oder was? Ja, hat er gesagt, haben Sie was getrunken? Dann sage ich, genau dasselbe sagt meine Frau auch immer. 3 Liter am Tag, du musst mehr trinken, hast du schon getrunken? Sag ich, freilich habe ich was getrunken. Sag ich, so, ja, und ob ich mit einem Alkoholtest einverstanden wäre. Habe ich auch wieder an meine Frau denken müssen, da ist das Gleiche. Die sagt dann einmal zu mir, du kannst du nicht vielleicht, ja! Ja, aber du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen will, aber ich muss das sowieso machen. Bin ich ausgestiegen, die Schuhe habe ich im Auto lassen. Bin ich barfuß, bin ich hinaus,
Ja, dann hat er zu mir gesagt, ja, machen wir Alkoholtest, weißt, der hat da mit den Fingern so und Finger zur Nase und so weiter. Dann hat er gesagt, ich soll auf den Strich entlang gehen, dann bin ich auf den Strich entlang gegangen. Und dann hat er gesagt, so, die rechte Hand ausstrecken, die linke Hand ausstrecken, rechte Hand in den Nacken, linke Hand in den Nacken, rechte Hand in die Hüfte, linke Hand in die Hüfte. Sag ich, warte, sag ich, halt, sag ich, warte mal schnell, sag ich, da habe ich gerade das Lied, warte mal schnell, warte mal schnell. Sag ich, Achtung! Hat er auch nicht lustig gefunden. Dann habe ich mitfahren müssen, habe ich gesagt, ja, ich muss mitfahren, weil ich kann mich nicht ausweisen, ich habe ja nichts dabei gehabt. Dann sind wir Dings, dann hat er gesagt, ja, praktisch, soll ich halt daheim anrufen oder was, dass meine Frau oder irgendwie, dass sie einen Ausweis vorbeibringt oder irgendwas, gell. Ich habe nicht einmal daheim anrufen können. Daheim meine Nummer weiß ich nicht, sage ich kann bei meiner Mama anrufen, sage ich. Sag ich, die hat seit 47 Jahren die gleiche Nummer, 14, 13, sag ich, aber bei mir daheim habe ich noch nie angerufen. Ja, auf dem Handy, sag ich, auf dem Handy, sag ich, Handy, sag ich, da habe ich eingespeichert, Hase. Also vorher Häschen, ganz vorher Maus und dann, also Viecher werden immer größer, so mit der Zeit. Und dann haben wir mich gegoogelt, gell, dann haben sie daheim angerufen, meine Frau ist gekommen, gell. Wie die mich gesehen hat dann in der in der Polizeistation, weißt du, der ganze Film ist mir abgelaufen. Die hat keinen Ton gesagt, ich bin ins Auto eingestiegen, heimgefahren, nein, bei der Haus, die hat 2 Wochen nichts mit mir geredet, gell. 2 Wochen, ich war echt extrem schlecht drauf, weißt? Das belastet mich. Ich bin so ein harmoniesüchtiger Mensch. Ich brauche diese Harmonie. Ich konnte es nicht haben, wenn da so eine miese Stimmung, die hält das durch, 2 Wochen, 3 Wochen, kein Problem. Die redet die nur minimal bis gar nichts mit mir. Und ja. Ich habe aber für mich jetzt ein Mittel gefunden. Ich habe jetzt für mich einen ganz guten Weg. Wenn es mir scheiße geht, wenn es mir richtig dreckig geht, wenn es mir richtig schlecht geht, dann schaue ich mir jetzt immer unser Hochzeitsvideo an. Ja, rückwärts. Also. Ja, hey, weißt du, da siehst du, wie wir vorne sitzen, weißt du, am Altar. Und dann küsse ich meine Frau und dann tue ich ihr den Schleier wieder runter. Und dann siehst du, wie wir uns gegenseitig die Ringe wieder runternehmen. Und die legen wir dann wieder auf das Kissen drauf, weißt du? Und dann siehst du, wie ich langsam wieder rausgehe und mit meiner Spezi zum Saufen. Und dann geht's wieder gut.